Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction-Note. Diesmal zum Pressetalk vor dem Spiel bei Werder Bremen am 23. Bundesligaspieltag. Ja, war? Ich glaube. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn er denn angezeigt werden möchte, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit auch direkt rein in den Bums. Für den FC Bayern hoch im Norden zum Evergreen bei Hoch Werder im Bremen. Sagen wir herzlich willkommen Norden. zur Pressekonferenz mit Cheftrainer und Wurde Sportdirektor ich Kompanie und Christoph Freund. geboren. Und die erste Entschuldigung, dass Frage, ich die Dieter wohnt in der reinspreche. Mitte, diesmal der Kicker Mario Krischl. Und der Herr im weißen Shirt. Guten Morgen zusammen. Frage Guten erstmal Abend. zum Gegner, der ja seit ganz schön langer Zeit auf einen Sieg wartet. Was macht Werder trotzdem gefährlich aus eurer Sicht? Ja, wir sagen es immer, dass es gibt keine einfachen Bundesligaspiele und die haben natürlich jetzt neue Trainer. Das bringt auch eine gewisse Variabilität mit im Spiel. Und trotzdem haben die fußballerisch, glaube ich, immer wieder, nicht so schlecht geleistet, wie vielleicht man das glauben kann. Die haben vielleicht nur zu wenig Tore gemacht. Aber letztendlich, wenn man das gesamte Bild schaut, von was Werder Bremen gemacht hat bis jetzt, haben die eigentlich vielleicht nicht so schlecht geleistet, wie man denkt. Nur Kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur die nackten Zahlen beurteilen und da sieht das gerade nicht sehr stark aus, auch so heimbilanzmäßig und so. Aber ja, wie immer, ne? Für Bremen ist es das Spiel, wo es einfach nichts zu verlieren gibt und wo man der klare Außenseiter ist, wo man nichts von Werder Bremen erwartet, außer dass sie verlieren. Und das kann natürlich schon immer ein Schub sein, ne? Dazu zu Hause und ja, wie bis sie. im Fußball geht es um Ergebnis und da hat es vielleicht ein bisschen gefehlt. Und deswegen ist es auch eine gefährliche Mannschaft, weil das eigentlich eine Mannschaft ist, die, wenn die Vertrauen da ist, einfach in jedem Bereich schwierig zu bespielen sein kann. Aber ja, natürlich brauche ich nicht zu sagen, wenn ein Trainer nur ein Spiel gemacht hat, dann ist das Unterschied zwischen Spiel 1 und 2 kann immer größer werden und Spiel 2 und 3. Und das heißt auch taktisch, dass du vielleicht ein bisschen flexibler sein musst und ein bisschen mehr Fokus haben musst, auch auf deinen eigenen Plan. Ja. Dankeschön. Das Mikrofon ist schon bei Stefan Kumberger für Sport 1. Guten Morgen. Vincent, es gibt ja so in Fußball-Deutschland immer die Sehnsucht nach einem spannenden Meisterkampf. Sind Sie eher der Typ, der... Nur in Fußball Deutschland? Ja, ganz Deutschland, die sich nicht für Fußball interessieren, denen ist es wahrscheinlich egal, ob Bayern im März oder im April oder im... Junge, er meinte doch nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen Ländern. Mai Meister wird. Aber wie geht es denn Ihnen? Wollen Sie diese Meisterschaft so schnell wie möglich erledigen, um dann den Kopf frei zu haben für andere Aufgaben wie Champions League oder Pokal? Oder freut Sie das auch, wenn es so ein bisschen kitzlig ist bis Mai? Nein, ich bin da sehr kalt in, wirklich. Ich habe es auch gesagt, ich bin in diese Tunnel rein. Ist egal, was passiert in die anderen Spiele. Lass uns sagen, dass die Konkurrenz jedes Spiel, außer das Spiel gegen uns, aber jedes Spiel bis Ende dieser Saison gewinnt und dann müssen wir das auch machen. Ich habe schon erlebt, auch als Spieler, dass das so war. Wenn die Gegner einen Fehler rutscht, dann wollen wir natürlich ein bisschen weiterkommen, aber wenn nicht, dann ändert das eigentlich nicht so viel. Also ich bin 100% in diesem Tunnel und ich hoffe, die Mannschaft auch. Ja, ist auch schon öfter besprochen, ist auch das einzig Richtige. Was willst du da jetzt auf Dortmund gucken oder was? Und jetzt mal ernsthaft, ich glaube, wenn die Saison eines gezeigt hat, dann wirklich, dass Vinny genau das umsetzt, was er sagt, so von Spiel zu Spiel. Ja. Und es ist egal, ob du 5 Spieltage vor Ende deutscher Meister wirst oder nicht und dann die Spannung nicht da ist oder sonst was. Ich glaube, Vinny sorgt schon dafür, dass auch wenn wir deutscher Meister schon sein sollten, die Spannung trotzdem noch da ist. Also bin ich mir relativ sicher. Natürlich hättest du dann je nach Konstellation natürlich eher mal die Möglichkeit zu sagen, ich rotiere mal, ich schone jetzt mal irgendwie was für so ein Champions League Halbfinale oder whatever. I don't know.
glaube nicht, dass das, man hat es auch schon oft genug andersrum erlebt bei uns, wenn man dann die Spieler schont, dass sie dann aus dem Rhythmus sind. Also Nebendran ist Gary Howe für Sky. wir Ja, nehmen, wie guten es Morgen kommt. zusammen. Ne? Frage an beide zu Alex Pavlovic, der jetzt zuletzt auch sehr viel gespielt hat. Max Eberl hat ihn nach dem Spiel jetzt gegen Leipzig sehr gelobt, gesagt, es ist wie eine Maschine im Mittelfeld, wie er sich anbietet, wie er auch die Pässe spielt. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Ja, aber genau das, was man offensiv beschreibt, das hat er, glaube ich, immer gebracht. Aber ich glaube, dass er verteidigend auch viele Schritte gemacht hat für uns. Also ich glaube, dass seine Balleroberungsquote einfach im Moment sehr gut ist und dass er immer wieder besser versteht, wo er auch einen Impact haben kann für die Mannschaft verteidigend. Und Da gehe ich mit, ja, habe ich ja auch gesagt. Das ist auf jeden Fall auch, gerade so die letzten 2 Spiele ist das auch ein bisschen herausgestochen, ne? Dass er auch mehr Gegenpressing, ja, aber auch hinten dann in den Räumen ist, wo er dann auch mal hin muss. Ne? das ist auch normal. Aber generell die Abstimmung mit Josh ist einfach besser geworden wieder. Der Junge hat eine gute Entwicklung gemacht jetzt und ist auch einer aus unserer eigenen Jugend und deswegen zeigt er den Weg. Ja, Vinny hat es ja schon gesagt, aber es ist natürlich sehr, sehr schön, wenn ein so junger Spieler aus der eigenen Jugend, der ist, glaube ich, seit der U7, U8 beim FC Bayern München, dann sich so entwickelt und auch mit den Takt vorgibt schon im Spiel. Also er ist noch sehr, sehr jung und das ist schon eine besondere Gabe auch von ihm, dass er schon so selbstbewusst auftritt bei so einer großen Mannschaft. Und wie der Trainer auch gesagt hat, er hat sich einfach in gewissen Bereichen nochmal gesteigert. Er ist sehr, sehr ehrgeizig, er trainiert sehr, sehr professionell und hart, hat klare Ziele. Und das ist natürlich das Schönste, wenn wir als Bayern München solche Spieler entwickeln, die aus der eigenen Jugend kommen und sich dann so etablieren in der Mannschaft. Das macht einfach Spaß mit ihm. Auf der linken Seite Klaus Bergmann für die. Ja, kann ich nichts hinzufügen, außer dass man auch, was auch noch auffällig war, die letzten Spiele, dass er auch mehr in der Abschlussposition ist vorne. Am gegnerischen 16er und dann auch mal den Schuss nimmt. Ne? Das hat er lange Zeit auch nicht getan. DPA. Herr Kompany, eine Nachfrage dazu. Wie ist denn die Aufgabenverteilung zwischen Alex Pavlovic und Joshua Kimmich für Sie im Mittelfeld? Und die andere, es hat sich jetzt ja eingebürgert, dass Sie uns immer sagen, wer im Tor steht. Wer steht denn morgen im Wer steht denn morgen im Tor? Ja, vielleicht muss ich diese Regel ein bisschen anpassen, weil kommt diese Frage jede Woche. Nein, Manu steht im Tor morgen. Siehst du wieder? Ja, ich muss das eigentlich nicht beantworten, aber der hat diesen Punkt gewonnen. Aber ich verspreche nicht, dass ich nächstes Mal nochmal erzähle. Und Pavlo und Kimmich, ich bin sehr flexibel da drin. Also die wissen genau, dass die eine gewisse Rolle haben in unserem offensiven Spielplan, wie man gesagt hat, immer anspielbar, sagt man das so, ja, sein. Also beide, ob das jetzt ein bisschen tiefer ist, ein bisschen höher, auch mal die letzte Passe machen und außerhalb 60-Meter-Bereich auch gefährlich sein. Und auch noch in die Absicherung haben die eine sehr wichtige Rolle. Ich glaube, dass ich immer versuche, mit das Profil der Spieler zu gehen. Das meint, was ist die Stärke von Pavlovic, was ist die Stärke von Kimmich, was ist die Stärke von Leon Goretzka, von Tom Bischoff. Und ich versuche in dieses Profil einfach diese Rolle zu geben. Was ja auch Sinn macht. Ja? Hat man bei Tom Bischoff bisher jetzt noch nicht so geschafft, wenn man ehrlich ist, wenn man jetzt halt nur als Außenverteidiger aufläuft. Bei Josh kann man mit Sicherheit ein bisschen drüber streiten. Ja. Und dass das auch dann passt mit das Gesamtbild. Und Pavlo, sein Profil ist natürlich Aktivität, immer wieder anspielbar sein, aber überall fast. Und Jo hat gewisse Räume, wo er sehr gefährlich ist, auch mit seinem letzten Pass. Und Jo macht nicht unbedingt, was Pavlo macht, und Pavlo macht nicht unbedingt, was Jo macht, aber das ist kompatibel für uns.
Auf der rechten Seite Vincent Schirpke für Merkur und TZ. Chipke. Guten Morgen, Herr Company. Es gab in den letzten Wochen immer wieder Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen, über Elfmeterentscheidungen in der ganzen Liga teilweise. 2 Fragen an Sie. Einmal, kennen Sie das aus England, dass so lange über einzelne Szenen diskutiert wird? Ja. Und daran anschließend, wie sehr hilft es, mit Harry Kane einen Schützen zu haben, der, wenn es dann Elfmeter für die Bayern gibt, eigentlich jeden reinmacht? Yeah, just in English, if it's possible. You asked about England anyway. Yeah, it was a topic in England as well. And look, I think we have the technology available, so I'm Yeah, use always it. someone that is pro continuing to use the technology and making the best out of it. Of course, you have to always improve the process. I don't think in Germany it's actually too bad. I think you guys are always obviously focused on the Bundesliga, but for having been in different league in Belgium, in England, I think it takes a lot more time in these countries or in my time when I was there, maybe it's changed now, but it took a lot more time to come to decisions. I don't think the VAR interferes too much in the process of play. So obviously people get frustrated. You can't stop it, but in reality, if I look at the comparison VAR intervention in Germany in comparison to when I was in the Premier League or in Belgium, I find it much less of an obstruction, you know. And then the discussion afterwards is like, you know, you watch a clip at full speed and you watch it when you slow down the frame by frame, and all of a sudden you get different pictures and you get different opinions, and some are a little bit more biased and other are a little bit more objective. So I think it increases the discussion because there's different ways of looking at the situations. But in the end, I think the technology is there. So in my opinion, let's keep it and let's improve it. That's the only thing. Yeah. Ja, geh ich mit. To Harry, yeah, he's scoring penalties. Ist halt so, ne? Sieh zu, dass der Bums vernünftig funzt und auch, ja, dass der Fahrer bei mehr Sachen halt nachgucken kann. Ja? Das kann ja im Hintergrund passieren, ist ja alles gut. Ja? Aber es kann ja nicht sein, dass ein Fahrer sich die Szene angucken darf, wenn die Szene auf der Strafraumgrenze ist sie außerhalb, darf er sie sich nicht angucken. Und, what the fuck, was soll das? Ja. Oder auch eine gelbe Karte, wenn es ein rüdes Foul ist. Er darf dann nicht sagen, ey, denk nochmal drüber nach, guck an, ob rot ist. What the fuck? Eine Ecke, die keine Ecke ist, darf er nicht eingreifen. Solche Sachen, was soll das? Ist doch lächerlich. Penalties, it's never a given. Like I see in practice, I see him score a lot in practice, miss every now and then as well in training. But I think what makes everyone calm is that he has his resets if he misses. He has his routine. He knows what he's doing. So he's our best penalty taker, and yeah, we're really happy to have him. In Reihe 2 Julian Buhl für T-Online, bitte. Ja, guten Morgen. Ich hätte eine Frage an Herrn Freund. Es wird ja viel über die Vertragsverlängerung gesprochen, über Rafael Guerreiro und Sven Ulreich, aber relativ wenig. Können Sie da mal sagen, ja, wie die Gespräche laufen und ob es da vielleicht auch schon eine Tendenz gibt? Ulle muss erstmal warten, ob der Manu verlängert. Ja? Und dann sagt der Manu, Ulle, komm, machen wir noch ein Jahr, dann machen wir noch ein Jahr und sonst nein. Ja, da gibt es noch keine Gespräche im Detail, aber da werden wir die nächsten Wochen Gespräche führen. Und das werden wir mit den Spielern intern besprechen vorher. Okay, dann Reihe 1. Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Eine Frage an Dass man das jetzt nicht hier in der PK bespricht. beide. Manuel Neuer hat jetzt zumindest aus unserer Sicht so klar und deutlich wie nie zuvor gesagt, dass er nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung steht. Daraufhin kommt natürlich auch die Frage, wie geht es bei Bayern weiter? Es wurde jetzt viel gemutmaßt, ob er vielleicht auch jetzt im Sommer aufhört. Können Sie vielleicht mal beide sagen, wie Sie ihn so erleben im täglichen Training und natürlich an den Trainer auch speziell. Würden Sie sich wünschen, dass er noch ein Jahr weitermacht und vielleicht diese Konstellation mit Jonas Urbik sich sogar noch ein bisschen erweitert, dass man, was weiß ich, halb macht an Spielen? Oder können Sie sich so ein Modell vorstellen? Passiert oder ja wie gehen Sie so rein in die Planung Passiert für die ja nächste nicht. Saison? I'm going to answer in English again. So again. I think for these cases, and it's for every player, I think especially when you've done the career that Manu has had, you know, I think for these players there's a certain age, so let's say when you're 34, around that age,
you don't start talking about the next season again, you know, because otherwise that's all you do. You enjoy the moments you have with the player. I have currently the best goalkeeper in Germany in the nets for Bayern Munich in goal for us. I'm really happy about this, and I want us to live this moment, because this moment we are in 3 competitions. You know, German Cup, Bundesliga, we won the Super Cup before, but now the Champions League, we are also in there. I'm not going to spend any energy talking too much about next season until the moment that Max and Christoph and Manu as well could be also decide that it's the moment to talk. But right now, for me, it's all about enjoying the performances Manu gives us, and you know, having the privilege to have him, you know, as part of our team right now. So. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, wir genießen den Moment mit Manu. Er ist richtig gut drauf. Er ist so wichtig für die Mannschaft und er ist einfach ganz, ganz ein wichtiger Bestandteil, ist unser Kapitän und zeigt das mit Leistungen und das genießen wir gerade und wir haben ganz, ganz viele Ziele und wir sind in allen Bewerben mit dabei und da ist der Manu ein wichtiger Faktor. Und auch der Faktor, also haben wir jetzt schon öfter gesagt, auch die Konstellation unserer Tormänner aktuell mit Jonas, mit Ulle, mit Manu, ist ganz speziell. Spezielle Energie drinnen, wie sie tagtäglich miteinander arbeiten, wie sie miteinander umgehen. Ist einfach eine sehr, sehr coole Situation und natürlich, wir wissen, dass Manu am Ende der Saison, dass der Vertrag ausläuft, aber haben wir schon öfter gesagt, und das ist auch die Wahrheit, dass wir da alle zusammen keinen Stress haben. Manu fühlt in sich hinein, wie fit er sich fühlt, er kennt seinen Körper so gut wie kein anderer, möchte auf höchstem Level spielen und da werden dann eben die Gespräche geführt, aber wie auch Winnie schon gesagt hat, wenn ein Spieler dann eben schon so weit ist in seiner Karriere, hat man dann zeitlich nicht mehr so einen Stress und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Manu selber fühlt, was für ihn das Beste ist. Machen wir noch 2 Fragen, bitte. Mario Krischl nochmal. Nochmal an den Trainer. Wir sprechen ja oft auch über Rotation und jetzt nicht, dass du die Aufstellung verrätst, sondern Konkurrenz. Konkurrenz, sorry. Wie ist es denn jetzt das erste Mal, ganz ohne Michael Olise planen zu müssen? Er saß ja auch ab und zu auf der Bank, aber jetzt steht er ja dieses Mal gar nicht zur Verfügung. Ja, Michael war natürlich überragend bis jetzt diese Saison und auch letzte Saison. Aber das gehört einfach dazu. Hauptsache er ist nicht verletzt. Wenn er mal gesperrt ist, dann haben wir das immer im Hinterkopf, dass das mal sein kann. Deswegen haben wir diese Kader auch. Wir haben auch die Möglichkeit, für dieses eine Spiel Michael zu ersetzen. Und ja, dann muss halt ein anderer Spieler sich freuen auf diese Einsatz, weil Michael ist immer fit, Michael spielt oft und sehr gut und dann kommt diese Position eigentlich ganz selten frei und das ist immer eine Möglichkeit für die anderen Spieler auch. Letzte Runde geht an Gary Howe, bitte. Ja, also was Ähnliches wollte ich auch gerade fragen, aber vielleicht nochmal zu Olise. Hatten Sie nochmal ein Gespräch mit ihm? Der hätte Sie ja vor dem Spiel fast abgeräumt beim Interview. Ich weiß nicht, ob Sie die Szene gesehen haben. Aber nein, was ist passiert? Ball hochgeschossen und ist ein bisschen ganz in deine Nähe gekommen und knapp. Ja, das war fast ein Zweikampf. Ja, dann hätte er sich vielleicht verletzt vor dem Spiel. Das ist gefährlich. Er hat da Abstand gehalten. Ja, habe ich nicht gesehen, aber... Richtige Antwort, Alter. Naja, das ist besser für ihn so, dass er nicht in diese Wand gelaufen ist. Ja, Schlusswort. Okay, dann bis morgen. Sehr gutes Schlusswort. Ja, diese Wand sollte man... was war das denn für ein Leck? In diese Wand sollte man nicht laufen. Leute, kurz und schmerzlos. Ich freue mich auf das Spiel. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.